Für die Gesundheit Ihrer Herde ist unter anderem die Struktur des Futters ein entscheidender Faktor. Eine grobe Orientierung über die Partikelgrößenverteilung von Schrotproben gibt Ihnen der Schaumann-Siebkasten. Stellen Sie den Siebkasten senkrecht hin und öffnen Sie den Schiebedeckel. Füllen Sie das Fach mit der Futterprobe bis zur Markierungslinie und schließen Sie den Deckel. Schütteln Sie den Kasten nun in waagerechter Position so lange hin und her, bis der Materialfluss beendet ist, und stellen Sie ihn anschließend wieder senkrecht hin. Lesen Sie nun die Materialhöhe an den Skalen der einzelnen Fächer ab. Diese geben Aufschluss über die prozentuelle Aufteilung der Partikelgrößen. Bei Mastschweinen kann zu feines Futter vermehrt zu Problemen der Magen-Darm-Schleimhaut führen. Zu grobes Futter hingegen beeinflusst die Futterverwertung negativ. Der Anteil an groben Partikeln sollte daher maximal 15% betragen. Bei Sauenfutter wird aufgrund des höheren Rohfasergehalts und zur Deckung des Kaubedürfnisses ein höherer Anteil an groben Partikeln, nämlich bis zu 35%, angestrebt. Bei Ferkelfutter sollte man berücksichtigen, dass hochwertige Komponenten wie Kartoffeleiweiß, Molkepulver und Traubenzucker zu einem höheren Feinanteil führen. In diesem Fall kann ein maximaler Anteil von 40% der kleinsten Partikelgröße toleriert werden. Sollte der Feinanteil in der Mischung zu hoch sein, raten wir zu einem gröberen Sieb in der Schrotmühle oder dem Einsatz von bis zu 30% Quetschgetreide. Ist der Anteil an groben Partikeln zu hoch oder finden Sie ganze Körner in der Mischung, sollten Mühle und Sieb auf Abnutzungserscheinungen und generelle Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Berücksichtigen Sie auch die unterschiedlichen Mahleigenschaften der einzelnen Getreidesorten. Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr Schaumann-Fachberater gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Stall.